Schwere Maschinen, schwere Ladungen. Kein Arbeitsplatz für schwache Nerven, kein Stillstand. Seemannsträume mitten im Rheinland. Willkommen in Köln, willkommen im Nieler Hafen. Willi Reuter hat Spätschicht. Er ist Hafenmeister, hat seit 25 Jahren den Überblick über Hafenbecken und Umschlagplätze in Nil. Reuter weiß genau, welche Schiffe derzeit hier liegen und wie lange. Trotzdem muss er auch ab und zu mal nach dem Rechten sehen. Hallo! Hallo! Wann fahrt ihr wieder oder wann seid ihr kommen? Ja, heute Abend fahren wir weg. Ihr fahrt heute Abend wieder weg? Ja, dann wenn wir zum Löschen sollen, dann fahren wir. Ach so, ihr fahrt runter nach So Transland bei bei den Fortwerken, ne? Ja. Okay. Was habt ihr geladen? Diesel? Ja. Ach so, okay. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal, ne? Okay, tschüss. So unkompliziert wie hier läuft es nicht immer ab. Wenn ein Schiff über Nacht bleibt, muss die Besatzung Gebühren zahlen. So mancher Schiffskapitän sieht das nicht ein. Dann fliegen schon mal Sprüche. Ehrlich, direkt, rau. So stellt man sich den Umgangston im Hafen vor. Aber stimmt das auch? Es hat sich auch gewandelt. Also so rau ist es nicht mehr. Also früher war es schon rauer. Also wie ich hier angefangen habe, da musste man schon ein bisschen ein hartes Fell haben. Also was da manchmal für Ausdrücke gefallen sind. Aber das ist jetzt nicht mehr. Heute dann rennen sie dann direkt zum Vorgesetzten und beschweren sich. Mehr als 1,5 Millionen Quadratmeter Fläche und 4 Hafenbecken. Das ist Willi Reuters Reich. Fast winzig im Vergleich zum Hamburger Hafen mit 13 Becken. Sehnsucht nach der großen Seemannswelt kommt bei Reuter trotzdem nicht auf. Ich sag mal, das ist hier alles so ein bisschen überschaubar. Und das ist alles ein klein bisschen wie familiärer, finde ich so. Ne? Mit den 18 Containerkranführern, deren Schichten er einteilt, ist Reuter per Du. Einer davon ist Helmut Nohl. Er ist gerade im Einsatz, mit beneidenswerter Aussicht. Wenn Sie morgens früh den Sonnenaufgang hier sehen, der ist göttlich. Ja? Ja, ehrlich. Was gibt es noch so für Momente? Sind das so Momente, wo man auch mal irgendwie innehält und ein bisschen nachdenkt? Selbstverständlich, wenn der Regen ist und hast einen Regenbogen oder so, ne? Das hat nicht jeder. Ja. Worüber denken Sie danach? Ach, das ist ja, man lässt dann so ein bisschen die Seele baumeln, ne? Nohl stapelt bis zu 27 Tonnen schwere Container auf ein Schiff aus den Niederlanden. Von unten betrachtet respekteinflößend. Von oben sehen die Frachtbehälter ein bisschen aus wie kleine Bauklötze. Ich sag immer, das ist Lego für Erwachsene, ne? Ja, ist so. Man verliert das Verhältnis zu dem Ganzen, ne? Ja. Der Respekt bleibt immer, ne? Ja. Das sollte man auch nie verlieren, ne? Genau. Weil da sind ja nochmal Menschenleben da unten, die da rumlaufen, ne? Das sind jetzt 13 Tonnen, ne, die da dranhängen, ne? Da kann man ja nochmal Schaden mit anrichten, ne, wenn man nicht aufpasst. Ja. Ist ja hier noch nie irgendeinem was passiert, ne? Ja. Das ist ja das Glück, was wir bis jetzt hatten, ne? Vom Kran runterfallen können die Container nicht. Dafür sorgt ein Verschlusssystem an den 4 Ecken. Im schlimmsten Fall könnte der Kran beim Stapeln einen Container umstoßen. Das passiert zum Glück nur selten. Trotzdem, wer hier arbeitet, muss ständig wachsam sein. Die wichtigste Regel: nie unter einem schwebenden Container herlaufen. Ich gucke immer. Du musst immer gucken, was um dich herum ist. So als Besucher, ja gut, interessant, aber wenn du hier arbeitest und konzentrierst dich, immer die Kräne im Auge halten. Tamara Salz ist erst 27 Jahre alt, kennt den Hafen aber schon aus mehreren Perspektiven. Früher ist sie schwere Brummis gefahren, hat selber das Terminal mit Containern beliefert. Heute kontrolliert sie die Frachtbehälter als sogenannte Checkerin. Wir als Checker gehen auch immer in die Container rein, damit wir auch gucken, ob Undichtigkeit ist, ob Löcher sind. Gehen wir immer bis zum Schluss, ob der Boden einheitlich ist. Viele sind gebrochen, weil zum Beispiel die Stapler zu schwer sind. Die kommen dann richtig durchgeknackt wieder zu uns rein. Wir haben Dachträger, da gucken wir immer, ob was beschädigt ist. Als junge Frau ist es nicht immer leicht, am Hafen zu arbeiten.
Mit dem einen oder anderen Spruch kann Tamara gut umgehen, jedenfalls in den meisten Fällen. Dadurch, dass ich weiß, wie das gemeint ist und wir doch noch so gehandelt sind, dass jeder weiß, wer ist, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Also nur jetzt hier in dem Bereich, wenn das jetzt ein Fremdfahrer macht, das ist dann schon sehr unangenehm, weil man ist ja trotzdem Frau in der Männerwelt, ne? Der Nieler Hafen, auch eine Welt der großen Zahlen. Hier im Containerterminal werden auf einer Fläche von rund 170.000 Quadratmetern im Jahr rund 460.000 Container umgeschlagen. Damit besitzt Nil das größte Containerterminal entlang des Rheins. Hier kommen Frachtbehälter aus allen Teilen der Welt an, mit ganz unterschiedlichem Inhalt. Fernseher, Toaster, Steine, Kiesel, also alles mögliche, Lebensmittel, Papier, alles, was du dir vorstellen kannst. Beispielsweise gehen sich neue Gartenmöbel kaufen oder Werkzeuge oder andere Produkte, können Sie eigentlich relativ sicher sein, dass die Ware irgendwann mal durch diesen Hafen hier gegangen ist. Das ist ein typisches Produkt, was hier über den Hafen umgeschlagen wird. Hier kommen halt sehr viele Waren aus Fernost beispielsweise an, die über die Seehäfen ins Rheinland importiert werden. Das funktioniert über eine Art Linienbussystem, nur auf dem Wasser. Die Schiffe pendeln zwischen den großen Überseehäfen Rotterdam oder Antwerpen und den Binnenhäfen am Rhein. Mehr als 2200 Schiffe mit 2 Millionen Tonnen Fracht wurden hier letztes Jahr abgefertigt. Das Schiff aus den Niederlanden ist seit 1 Uhr nachts hier und erhält nun neue Ware von Kranführer Helmut Nohl. Insgesamt 336 Container passen drauf, maximal 6 übereinander. Jeder hat seinen Platz auf dem Schiff. Den kriegt Nohl vom Leitstand über Funk mitgeteilt. Dazu überwacht der Schiffskapitän die Verladung genau. Es kann ja auch sein, dass über Funk der Stellplatz falsch verstanden wird vom Kranführer. Es ist ja auch ziemlich laut hier. Das heißt, wenn er falsch gesetzt wird, die Box, dann muss er das mit überwachen. Wenn er das nicht tut, dann hat er im Nachhinein dann ein Problem im Bestimmungshafen. Ja. Denn dort wird die Ware ebenso nach einer genauen Reihenfolge auf ein Hochseeschiff umgeladen. Außerdem muss die Fracht gleichmäßig auf dem Schiff verteilt sein, sonst droht es während der Fahrt zu kentern. Nil ist Umschlagplatz für Fracht aus aller Welt. Die meiste kommt und geht nach Rotterdam, zum drittgrößten Hafen des Planeten. Die Kunden im Umkreis erhalten ihre Ware zumeist per LKW. Davon fahren jeden Tag Hunderte im Containerterminal CTS ein und aus. Einer dieser Fuhrunternehmer ist Ralf Arzt. Ohne den Nieler Hafen hätte er keinen Job. Ja, Bedeutung, existenzielle Bedeutung. Wir fahren ja nur für CTS exklusiv. Ja. Und bin jeden Tag 6, 7 Mal hier, absetzen, neu aufnehmen. Der Lkw-Güterverkehr leidet in Köln unter den maroden Rheinbrücken, die zu Staus und langen Lieferzeiten führen. Ein Grund dafür, dass der Containerumschlag in Nil seit dem Jahr 2007 um fast 100.000 Einheiten eingebrochen ist. Ein anderer, die fehlenden Platzkapazitäten im Kölner Norden. Der Hafen- und Güterverkehr Köln hätte deswegen gerne ein weiteres Terminal in Godorf. Der entsprechende Ausbau wurde Anfang des Jahres jedoch gestoppt. Bürgerinitiativen hatten unter anderem wegen Naturschutzbedenken erfolgreich geklagt. Die Zukunft des Containerumschlags liegt deshalb auch auf der Schiene. Die Güterzüge fahren von Nil aus nach Berlin, Hamburg oder in die Türkei. In Hamburg werden die Container inzwischen automatisch von Kränen verladen. Dass er seinen Job eines Tages an eine Maschine verliert, glaubt Helmut Nohl allerdings nicht. Da brauche ich mir, glaube ich, keine Angst vor zu machen. Ich glaube, dafür ist der Terminal hier zu klein, dass sich das lohnen würde. Aber rein theoretisch könnte... Wäre das wohl möglich, klar. Aber jetzt überleg mal, in Hamburg, das sind ja ganz andere Dimensionen, die haben. Ne? Ja. Dafür sind wir einfach zu klein, würde ich sagen. Ne? Andere Dimensionen zeigen sich auch nach Sonnenuntergang. Von emsigem Treiben bei Nacht kann keine Rede sein. Doch der Nieler Hafen schläft nicht, er döst nur. Morgens 4:45. Ralf Arzt ist schon auf den Beinen. Während Köln noch im Tiefschlaf ist, holt er seine erste Tagesladung ab. Kann man sich daran gewöhnen? Ja. Oder ist das... Ich stehe sonntags auch so früh auf. Ja. Gewöhnt muss ich wirklich dran. Und der Körper... Automatisch steht man um dieselbe Zeit immer auf. Weil es jeden Tag immer dasselbe ist.
Arzt bringt einen Container voll Glasscheiben nach Ports. Es ist die erste von 5 Fahrten am heutigen Tag. Um die Uhrzeit wirkt das Terminal nahezu idyllisch. Schön ruhig, schön ruhig. Den ganzen Tag ist Hektik, aber jetzt ist es immer schön. Meistens bin ich alleine hier. Das ist immer schön ruhig, merkt man doch. Wenn der Hafen erwacht und Hafenmeister Willi Reuter Zeit hat, kommt er an diese Stelle. Am Molenkopf, nördlich vom Containerterminal. Ja, weil man hier so diesen Blick fast über den ganzen Hafen hat. Ne? Richtig, ist erst noch Ruhe so ein bisschen, ne? Und dann erweckt praktisch alles und es wird dann auch etwas lauter von den Geräuschen her. Zum Beispiel hier. Die Firma Colonia hat am Lagerhaus Kai ihre Spezialkräne aufgebaut. Der Anlass: diese 2 80 Tonnen schweren Zementmühlen müssen auf die im Becken bereitliegende MS Domfels geladen werden. Im Jahr 2012 ist bei genau so einem Schwergutumschlag ein Kran umgekippt. Der zweite Hafenmeister im Dienst, Martin Henning, passt deshalb genau auf, dass hier alles ordnungsgemäß aufgebaut ist. Dass der mit den Außenstempeln genau auf der Kaikante ist. Heißt also, wenn er das Gewicht letztendlich nachher am Haken hat und überschwenkt ins Schiff, dann ist die Hauptkraft auf der Mauer drauf. Und dafür ist die ausgelegt. Deswegen kann man das auch nur hier machen, ja, den Schiffsumschlag. Unsere Kräne, die wir selber im Hafen haben, sind dafür nicht ausgelegt. Eine Zementmühle wiegt immerhin fast so viel wie 7 LKW. Deshalb arbeiten die 2 Kranführer gleichzeitig. Jede Bewegung muss abgestimmt sein. Durch die Last sinkt das Schiff bis zu 40 cm tiefer ins Wasser. Für die Crew der MS Domfels um Kapitän Björn Wolter kann nun die nächste Etappe ihrer Deutschlandtour beginnen. Vor ihrem Halt in Köln waren sie in Recklinghausen, um Weizen auszuladen. Mit der schweren Last an Bord fahren sie nun nach Lübeck. Auch wenn Björn Wolter wie ein echter Kapitän auf hoher See aussieht und spricht, auf Binnengewässern wie dem Rhein fühlt er sich am wohlsten. Für mich ist die Sache, wir dürfen nicht raus auf See und wenn ich raus muss auf See, dann werde ich nervös, weil ich kein Land mehr sehe. Und für die Seeleute ist es halt umgekehrt. Wenn die Land sehen, dann brauchen die ihren Lotsen, der wird mit einem Helikopter eingeflogen oder mit einem Lotsenbarkasse an Bord gebracht, weil die dann nervös werden und nicht die Ortskenntnisse haben. Ne? Für Kapitäne wie Wolter ist das Schiff zur zweiten Heimat geworden. Eigentlich bin ich alle 14 Tage, 4 Wochen, 5 Wochen bin ich mal für ein paar Tage zu Hause und dann geht es wieder los. Jetzt kommen die Sommerferien, dann ist die Familie wieder 6, 8 Wochen mit. Ne, dann fahren wir gemeinsam durch die Gegend, ne, und wo wir garantiert zu Hause sind, ist Weihnachten. Okay. Ich mache es jetzt in 4. Generation, den Beruf. Bin damit aufgewachsen. Ja, das ist mein Leben. Kurz vor 7. Wenn andere gerade aufstehen, machen die Arbeiter ihre erste Kaffeepause in der Hafenkantine. Auch Willi Reuter gönnt sich ein kleines Frühstück kurz nach Dienstbeginn. In der Gaststätte von Betreiberin Jolanta Ibrom. Die Gelegenheit für Kölsches Verzell und Hafenanekdoten beim Frühstück. Zum Beispiel über das Jahr 2007, als mehrere Container von einem Schiff in den Rhein fielen und in Nil somit alles zum Stillstand kam. Hier standen, keine Ahnung, 30 Schiffe 2 Wochen lang und alle saßen hier. Fest dann, ne? Die konnten dann nicht weiterfahren deswegen. Mit Familien, mit allem das war schon, man erzählt das schon lange. Ne? Die Kantine gibt es seit 30 Jahren. Ohne sie wäre der Nieler Hafen für Willi Reuter nicht vorstellbar. Ja, man trifft auch welche, die man so kennt im Hafen, ne? Und plaudert mit denen dann mal, so wie der Tag von denen dann so abgelaufen ist und so. Ne? In Zukunft hat die Kantine einen neuen Namen: Atempause. Die konnte Hafenmeister Willi Reuter gut gebrauchen. Denn nun steht seine Frühschicht an. Ein neuer Tag im Nieler Hafen beginnt. Tschö, Michael, tschö.